Guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem VIP Deutschkurs von German Dog. Schön seid ihr da. Heute ist das Thema der Böck wird verbrannt. Wenn ihr noch nicht wisst, was das ist, dann spielt das keine Rolle. Ihr werdet das sehen. Das ist ein Schneemann mit seinem besonderen Namen, der in Zürich verbrannt wird. Also das gehört zum Sechseläuten, zu diesem lokalen Fest in Zürich. Also, zuerst wollen wir 3 Sätze wiederholen von der Geschichte von vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen haben wir uns das letzte Mal getroffen und da haben wir über die Sommerzeit gesprochen. Ja, das war noch Ende März, wo wir immer am letzten Märzwochenende von der Winterzeit auf die Sommerzeit wechseln und unsere Stunden, unsere Uhren 1 Stunde nach vorne stellen. Also wir verlieren 1 Stunde. Now it's daylight saving time. Das ist der erste Satz. Dann they are waiting for us. Der zweite Satz, da müssen sie rennen, damit sie rechtzeitig kommen damit sie ihren Flug erwischen. Und der dritte Satz, I'm totally confused. Mit dem Jetlag und der Sommerzeit und allem drum und dran, weiß sie nicht mehr, wie viel Uhr das ist. I'm totally confused. Ja, diese 3 Sätze wollen wir wiederholen. Now it's daylight saving time. Das ist auf Deutsch, jetzt ist ja Sommerzeit. Ja, sie haben das vergessen und sie wachen auf und erinnern sich plötzlich daran. Ja, es ist ja Sommerzeit. They are waiting for us. Das ist eine gute Nachricht. Sie warten auf uns. Sie warten auf uns. Wir erwischen den Flug noch. Wir haben ihn nicht verpasst. Sie warten auf uns. Und I'm totally confused. Ich bin ganz durcheinander. Ich bin ganz durcheinander. Hast du das manchmal auch, dass du ganz durcheinander bist? Ich mag mich nicht erinnern. Manchmal bin ich durcheinander, wenn ich beginne, ein Buch zu lesen und viele neue Personen vorkommen und ich weiß nicht mehr, wer ist. Dann bin ich ganz durcheinander. Ja, und jetzt beginnen wir mit unserer Geschichte vom Sechseläuten. Und da sehen Sie im Fernsehen so einen komischen Schneemann. Dieser Schneemann ist eben der Böck. Was ist das? Renate und Hans sprechen miteinander. Das ist der Böck. Der Böck. Was ist das? Der Böck vom Sechseläuten in Zürich. Dieser Böck ist da im Fernsehen. Das war im März, ist er auf Reisen gegangen, dieser Böck, und das kam in den Medien. Der Böck vom Sechseläuten in Zürich. Ja, er war im März im Kanton Graubünden unterwegs. Der Kanton Graubünden ist unser Bergkanton. Es ist ein großer Kanton, da ist das Engadin und St. Moritz und Chur ist die Hauptstadt, ja. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Wintersportanlässe oder es gibt die Rätische Bahn, die diese schönen Bahnstrecken fährt mit den Viadukten, die sehr berühmt sind. Also das ist der Kanton Graubünden. Und es gibt so eine PR-Aktion. Es gab so eine PR-Aktion im März und dieser Böck vom Sechseläuten,
das in einer Woche in Zürich stattfindet, also am nächsten Montag. Dieser Böck war da unterwegs im Graubünden, um sehr wahrscheinlich etwas Reklame zu machen für das Sechseläuten, damit möglichst viele Bündner nach Zürich kommen, weil die Bündner, die sind, Graubünden ist der Gastkanton am Sechseläuten. Graubünden ist der Gastkanton am Sechseläuten. Also, und im Graubünden spricht man auch Rätoromanisch, nicht nur Deutsch, sondern auch Rätoromanisch. Wann ist denn das Sechseläuten? Das ist immer irgendwann im Frühling, aber wann ist es genau? Man muss aufpassen, dass man es nicht verpasst. Meistens sehe ich im Nachhinein, das Sechseläute war diese Woche. Aber jetzt weiß ich es schon etwas im Voraus. Es ist vom 17. bis zum 20. April 2026. Also dieses Jahr ist es vom 17. bis zum 20. April. Das heißt, es beginnt nächsten Freitag und der Gastkanton kann sich präsentieren und es gibt verschiedene Anlässe und Bälle und einen Kinderumzug, bis dann am Montag der Höhepunkt ist. In der Stadt haben viele Leute einen halben Tag frei oder einen ganzen Tag, damit sie an diesem Sechseläuten teilnehmen können. Und der Höhepunkt ist der große Umzug und das Verbrennen vom Böck. Wann wird der Böck verbrannt? Wann wird der Böck verbrannt? Das ist immer um die gleiche Zeit. Darum heißt das ganze Fest Sechseläuten. Er wird am Montag um 6 Uhr nach dem Umzug wird er verbrannt. Also der Umzug endet beim Sechseläutenplatz und dort in der Mitte steht der Böck. Dann zünden sie das große, riesige Feuer an und Punkt 6 wird da angezündet und dann wird gezählt. Es gibt eine Stoppuhr, die läuft, bis er total verbrannt ist. Wir wiederholen, that is the Böck. Was heißt das auf Deutsch? Und on Monday at 6 after the parade. Und eine Frage an euch. Hast du schon vom Sechseläuten gehört? Vielleicht, wenn du nicht im Kanton Zürich wohnst und dich nicht so für Kultur interessiert oder wenn du im Ausland bist, dann kann es sein, dass du noch nie vom Sechseläuten gehört hast. Aber wer irgendetwas zu tun hat mit Zürchern oder mit Zürich oder in der Nähe wohnt, der hat sicher schon vom Sechseläuten gehört. Das ist ein großes Stadtfest. Es gibt auch das Knabenschießen im September, das ist auch ein großes Stadtfest, aber das Sechseläuten ist etwas größer. That is the Böck. Das heißt natürlich auf Deutsch, das ist der Böck. Dieser Schneemann heißt Böck oder dem sagt man Böck. On Monday at 6, das war gestern, Monday, und dann in einer Woche, also gestern in einer Woche, in 6 Tagen, am Montag um 6 Uhr, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, mit den Tagen sagen wir immer am und für die Zeiten, um 6 Uhr. Ja, und wir haben unseren Livestream immer um 20 Uhr, also um 8 Uhr abends. Genau. Also am Montag um 6 nach dem Umzug wird der Böck verbrannt. Dann ist die Frage, gehen wir ans Sechseläuten oder gehen wir nicht?
Manche Leute müssen arbeiten, aber bis am Abend um 6 haben sie schon Feierabend. Also man kann auch nach der Arbeit gehen. Gehen wir ans Sechseläuten? Was denkst du? Hast du Lust, ans Sechseläuten zu gehen? Ich weiß nicht. Ist das nicht langweilig? Ich denke, ein Fasnachtsumzug ist doch viel interessanter mit all diesen Kostümen. Aber ich muss sagen, es gibt auch interessante Kostüme am Sechseläuten. Die Leute kleiden sich mittelalterlich, also sie haben mittelalterliche Kostüme. Es ist eine sehr historische Parade. Ich glaube, das gibt es schon ungefähr 600 Jahre. Ich weiß nicht, wie fest sich dieser Umzug verändert hat in diesen Jahren, aber die Leute haben schon ganz schöne mittelalterliche Kleider oder Gewänder. Nein, um 6 wird der Böck verbrannt. Also es ist nicht langweilig. Der Böck wird verbrannt, das ist sehr interessant. Wenn du einen guten Platz hast und den Umzug verfolgen kannst, wenn du siehst, wer da vorbeiläuft, dann kann das auch interessant sein. Unter anderem ist es zum Beispiel die Fußballmannschaft, die Zürcher Grasshoppers oder die Eishockeymannschaft, ja, oder Politiker, die laufen auch mit, also sie gehen auch mit in diesem Umzug. Sie laufen nicht schnell, sie marschieren und viele Leute bekommen Blumen, also man sieht viele Blumen. Ja, genau, der Böck, der ist noch cool. Das Feuer sind faszinierend. Was denkst du? Wie lange brennt er dieses Jahr? Das wird immer ganz genau gemessen, auf die Sekunde genau wird gemessen, wie lange es braucht, bis diese Feuerwerke im Kopf vom Böck explodieren. Also das gibt eine große Explosion und das ist der Endpunkt der Zeitmessung. Es wird immer geschaut, wie lange geht es, bis diese Feuerwerke explodieren. Was denkst du, wie lange brennt er dieses Jahr? Wir wiederholen. Shall we go to the Sechseläuten? Und how long will he burn this year? Das ist immer eine Frage, die vielen Leuten im Voraus gestellt wird und die Leute raten. Die Leute stellen Vermutungen auf, sie schließen sogar Wetten ab. Wie lange wird es dauern, bis wir die Explosion hören, bis der Böck verbrannt ist? Meine Frage an dich, warst du schon mal am Sechseläuten? Das ist ein Fest in der Schweiz, darum haben wir hier so schöne Schweizer Berge, aber es findet in Zürich statt. Also ich glaube, das ist nicht ganz ideal, aber das ist ein schönes Bild von der Schweiz. Also wir beantworten unsere Fragen. Shall we go to the Sechseläuten? Das heißt natürlich, gehen wir ans Sechseläuten. Gehen wir ans Sechseläuten? Das ist, wenn die Glocken um 6 Uhr läuten. Und dann wird das Feuer angezündet und von diesem Fest oder von diesem Akt hat das Fest seinen Namen. How long will he burn this year? Wie lange brennt er dieses Jahr? Also das ist kein Mensch, das ist ein Schneemann aus, ich weiß nicht aus was, aber mit Feuerwerken drin. Wie lange brennt er dieses Jahr?
Und so kommen wir zum dritten Teil unserer Geschichte. Hans sagt, am Montag machen wir schon um 12 Uhr Feierabend. Ja, viele internationale Firmen geben keinen Freitag, aber so die lokalen Firmen, die haben einen ganzen Tag frei. Es gibt Leute, die haben einen ganzen Tag frei oder eben nur am Nachmittag, dann ist um 12 Uhr Feierabend. Warum so früh? Es ist der 20. April und am Montag ist der 20. April und dann ist Sechseläuten, weil Sechseläuten ist. Komm, wir gehen auch. Ich möchte auch mal ans Sechseläuten gehen. Hans sagt, nein, ich gehe lieber nicht. Er hat nicht so viel Lust wie Renate. Ich gehe lieber nicht ans Sechseläuten. Schau, es regnet draußen. Und sehr wahrscheinlich regnet es heute und morgen und übermorgen. Es wird die ganze Zeit regnen. Ich habe keine Lust, ans Sechseläuten zu gehen. Der Regen, der hört bald auf. Der Regen hört bald auf. Also, Sie haben Glück. Sie haben gesagt, dass die Sonne am Nachmittag scheinen wird. Ja, wenn du zum Beispiel die Meteo hörst im Radio oder Fernsehen, dann kannst du genau verfolgen, wie das Wetter wird, oder du hast eine App. Irgendwo haben sie gesagt, dass die Sonne am Nachmittag scheinen wird. Das sind gute Nachrichten. Also manchmal muss man das Wetter gut anschauen und vielleicht auch etwas hoffen. Und wenn viele Leute das wollen, ich weiß nicht, dann ist es doch noch schön oder es hört mindestens auf zu regnen. Und der Böck sagt uns, wie das Wetter im Sommer wird. Im Sommer, es gibt verschiedene Sommer. Manchmal gibt es kalte Sommer, nasse Sommer, sehr heiße Sommer und trockene Sommer. Und wir wollen immer gerne im Voraus wissen, wie dann das Wetter wird. Ja, und es gibt Prognosen anhand dieser Zeit, wie lange der Böck brennt, die besagen, wie dann das Wetter im Sommer sein wird. Der Böck sagt uns, wie das Wetter im Sommer wird. Also es gibt Spekulationen. Wenn der Böck nur kurz brennt, gibt es einen schönen Sommer. Wenn er sehr lange brennt, gibt es einen Wüstensommer, einen regnerischen, kalten Sommer. Wir wiederholen. On Monday we finish work already at 12. Und they said the sun will shine in the afternoon. Diese zwei Sätze wollen wir übersetzen und dann noch die Frage, würdest du anderen empfehlen, ans Sechseläuten zu gehen? Denkst du, das ist eine gute Sache? Wenn du schon da warst, dann kannst du vielleicht deine Meinung dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man jedes Jahr ans Sechseläuten gehen soll. Es kommt darauf an, wie involviert du bist, wie gerne du diese Musik magst oder ob du es magst, wenn es so viele Leute hat. Es kommt auch darauf an, ob du einen schönen Platz hast, von wo aus du eine gute Aussicht hast. Also, was würdest du anderen empfehlen? On Monday we finish work at 12. Das kannst du so sagen. Am Montag machen wir schon um 12 Uhr Feierabend. Also das ist ein bisschen ein komisches Wort. Wir machen Feierabend, also wir beenden unsere Arbeitszeit und gehen nach Hause. Ja, ich mache auch bald Feierabend. Um 9 Uhr mache ich Feierabend. They said the sun will shine in the afternoon. Das ist auf Deutsch.
Sie haben gesagt, dass die Sonne am Nachmittag scheinen wird. Ja, das sind gute Prognosen. Ich hoffe, nächsten Montag wird das Wetter auch okay sein. Vielleicht, wenn es nicht so sehr sonnig ist und heiß, mindestens trocken. Aber so genau wissen wir das noch nicht. Im Frühling ist das Wetter sehr wechselhaft. Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal ist es kalt, mal ist es warm, mal ist es sogar sommerlich warm oder sogar heiß. Also, wir werden sehen. Hans ist ganz überrascht. Du, Renate, das ist ja ein schöner Umzug. Die haben sich ja richtig herausgeputzt, die Leute. Die haben nicht alltägliche Gewänder, sondern so alte Gewänder wie aus dem Museum, aber sehr schick, sehr neu. Ich glaube, zum Teil geben sie ziemlich viel Geld aus für diese Gewänder, für diese Kleider. Das sind aber alte Zünfte. Zünfte gab es immer im Mittelalter. In Zürich gibt es heute noch Zünfte. Sie organisieren das ganze Stadtfest. Es gibt die Bäckerzunft und die Schmiede und die, was gibt es noch? Schreinerzunft oder andere Handwerker. Ja? Es gibt Zünfte. Und sie marschieren auch an diesem Umzug durch die Straßen. Die alten Kostüme sind wirklich schön. Ja, sehr speziell. Also heute haben wir ganz eine andere Mode. Mir gefallen die Reiter auf den Pferden, sagt Renate. Renate mag Tiere. Und das ist auch imposant, diese Reiter, wie sie durch die Straßen in Zürich reiten. Und am Schluss reiten sie auch um den Böck. Wo ist denn dieser Böck? Wo ist der Böck? Da sehen wir einen brennenden Böck auf dem Bild. Normalerweise ist er hoch oben über dem Feuer. Das ist ein großes Feuer. Wo ist der Böck? Auf dem Platz dort vorne, auf dem Sechseleutenplatz, wird er aufgestellt und da wird er verbrannt, so wie man früher Hexen verbrannt hat. Das heißt, der Winter wird vertrieben und es soll jetzt Sommer werden. Aber ich habe auch gehört, dass das angefangen hat, das Sechseläuten, weil die Leute ab einer gewissen Zeit im Frühling, ab dem Sechseläuten, 1 Stunde länger arbeiten mussten. Sie mussten jeden Tag 1 Stunde länger arbeiten. Ich weiß nicht, wie glücklich sie waren. Ich denke, sie waren glücklicher, wenn dann im Winter wieder umgekehrt für den Winter, wenn sie dann wieder weniger arbeiten mussten. Aber ich bin nicht sicher, wie viele Stunden pro Tag waren das. Von 8 auf 9 Stunden oder wie viele Stunden mussten sie arbeiten? Das habe ich nicht herausgefunden. Das habe ich gar noch nicht gelesen. Ich bin schon richtig müde geworden. Das ist ein langer Umzug, 3 Stunden. Wenn man immer stehen muss, vielleicht an der Sonne, ist das ermüdend. Ich bin schon richtig müde geworden. Mir tun die Beine weh. Komm, wir gehen ins Café und schauen von dort zu. Ja, manchmal geht es relativ lange, bis der Böck verbrannt ist. Manchmal gibt es 40 Minuten oder so. Also dann hat man schon noch Zeit, einen Kaffee zu trinken. Komm, wir gehen ins Café und schauen von dort zu. Und dann, boom, gibt es die große Explosion. Manchmal knallt es ein bisschen vorher, aber man merkt schon, wenn die große Explosion ist, dann stellt das alles andere in den Schatten. Hast du die Explosion gehört?
Wenn du auf Audio hörst, habe ich die Explosion vom letzten Jahr aufgenommen und sie dort ja, auf dieser Aufnahme dort hineinkopiert und du kannst hören, wie das so tönt. Was? Der Böck ist schon verbrannt? Das ging aber schnell. Der Böck ist schon verbrannt. Das wird ein heißer Sommer. Ja, wenn es schnell geht, dann sind die Prognosen gut. Dann soll es ein heißer Sommer werden. Ich hoffe, er wird nicht zu heiß, weil ich mag es nicht, wenn es zu heiß und trocken ist. Das finde ich schwierig für mich. Aber schönes Wetter, das ist immer willkommen. Das wird ein heißer Sommer. Also, das ist unsere Geschichte. Wie es wirklich sein wird, wissen wir noch nicht. Am nächsten Montag um 6 Uhr zünden sie dieses große Feuer an und dann wird der Countdown beginnen oder der Timer wird messen, wie lange es geht, bis der Kopf explodiert. Jetzt könnt ihr einfach schreiben, was denkt ihr, wie lange geht es? Letztes Jahr ging es 26 Minuten lang. Es gibt Jahre, da ist es viel kürzer, viel weniger lang und manchmal geht es auch viel länger. Also das ist ein bisschen eine Lotterie, aber du kannst raten und du kannst schreiben. Was denkst du? Wie lange geht's, bis der Böck verbrannt ist, bis sein Kopf explodiert? Wir werden sehen, wer recht hat. Und wir wiederholen noch einmal, the book is already burned. Das ist eine Frage. Sie sind ganz überrascht. Und that will be a hot summer. Das ist die Konklusion, die Schlussfolgerung, weil der Böck nicht sehr lange gebrannt hat. Also the Böck is already burned. Das ist, der Böck ist schon verbrannt. Verbrennen, verbrannte, verbrannt. Er ist schon verbrannt. Ja, that will be a hot summer. Das wird ein heißer Sommer, natürlich. Was denkst du, welches Wetter würdest du gern im Sommer haben? Oder was denkst du, wie wird das Wetter? Vielleicht kennst du eine Methode, wie man herausfinden kann, wie das Wetter im Sommer wird, die etwas präziser ist vielleicht als als der Böck, weil das ist immer eine Lotterie. Ich weiß nicht genau, wie genau das stimmt mit diesem Böck. Dann kommen wir zu den Fragen, die wir im Zoom-Treffen besprechen wollen. Gibt es an deinem Wohnort auch sehr traditionelle Feste? Erzähl, was für Feste gibt es bei euch? Dann, was denkst du, wird der Böck dieses Jahr lange brennen oder nicht? Das heißt, was denkst du, wie wird das Wetter diesen Sommer? Was wirst du im Sommer machen? Ja? Hast du schon Pläne für diesen Sommer? Was wirst du machen? Gehst du gern auf Feste? Was wird auf solchen Festen gemacht? Passiv. Es ist nicht wichtig, wer das macht, sondern was gemacht wird. Ja, wenn getanzt wird und gelacht, dann gehe ich gerne. Wenn zu viel getrunken wird, dann gehe ich vielleicht nicht so gerne, weil die Leute dann alle besoffen sind. Manchmal wird gespielt oder an solchen Festen werden, ja, ich weiß auch nicht. Also, was denkst du? Du kannst das aufzählen. Was wird an solchen Festen gemacht? Magst du große Menschenmengen? Das ist unsere letzte Frage. Das hat auch einen Einfluss, ob du Lust hast, an 6 Leuten zu gehen oder nicht. Magst du große Menschenmengen? Es sind sicher viele Menschen zu erwarten an diesem schönen Fest, vor allem wenn es schönes Wetter ist, aber nicht alle Leute mögen das.
zum Beispiel ich habe kein großes Problem damit, aber mein Mann, der mag das nicht so. Also ich muss mir andere Leute suchen, mit denen ich ans Sechseleuten gehen könnte. Gut, das war's für heute. Da sind wir um. Wir haben alle Slides gesehen. Klicke auf Speaking Practice, dann sehen wir uns gleich auf Zoom. Und sonst wünsche ich dir eine schöne Woche. Wenn du den Film später schaust, dann wünsche ich dir ganz eine schöne Woche. Vielleicht ein schönes Sechseleuten nächsten Montag. Und dann sehen wir uns wieder am Dienstag. Mach's gut. Tschüss.